Wir hatten gestern eine Veranstaltung unter dem Titel 2 Jahre Wirtschaftskrise, was folgt daraus? Beziehungsweise Lehren aus 2 Jahren Weltwirtschaftskrise. Und heute sollte eigentlich eine Diskussion dazu sein. Das heißt also, in gewisser Weise war die Idee, dass der Vortrag vorausgesetzt ist und bekannt, aber es macht nichts, ihr könnt ruhig da bleiben. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir vorgehen. Es kann ja sein, dass jemand von gestern Fragen hat und wir hangeln uns von der Frage, die von gestern offen geblieben sind, in den Stoff wieder rein, sodass ihr auch was mitkriegt von dem eigentlichen Vortrag. Also gibt es Fragen von gestern her? Ja? Du hast gestern gesagt, der Staat rettet die Banken, weil er sagt, sie wären systemisch, sie wären für das System notwendig und deswegen rettet er sie. Und dann fängt er irgendwie an zu lamentieren, dass eigentlich die geretteten Banken mit dem Geld, das man ihnen gibt, die Produktivwirtschaft nicht so ankurbeln, wie er sich das wünschen würde. Und dann haben wir auch gesagt, du hast gesagt, aber der Staat unterstützt nicht direkt das produktive Kapital, also die Realwirtschaft. Die Frage ist jetzt, warum macht er das nicht? Weil zum Beispiel beim Thema Opel ist es doch Thema. Also da geht es doch gerade darum, dass hier der Staat direkt Opel unterstützen soll. Gut, damit kann man ganz gut das Thema finden mit der Frage. Also die Frage war folgende. Die wichtigsten Staaten der kapitalistischen Welt haben auf die Wirtschaftskrise so reagiert, dass sie den drohenden Zusammenbruch des Bankensystems auf überraschende Weise bekämpft haben. Man erinnert sich noch, in den letzten Jahren, vielleicht sogar 2 Jahrzehnten, war das Credo aller Wirtschaftspolitik: Staat, halte dich aus der Wirtschaft heraus. Lass die Selbstheilungskräfte des Marktes wirken. Staat, du verstehst nichts von Wirtschaft. Also lass die Banken machen. Lass die Finanzakteure wirtschaften. Lass die Industrie nach ihrem Gusto arbeiten und wirtschaften. Denn wenn du dazwischen pfuscht, kann es bloß schief gehen. Dann hat der Staat beschlossen, keineswegs sich herauszuhalten aus der Wirtschaft. Natürlich war er immer noch dick drin. Die Bankengesetzgebung und das Eigentumsrecht und das Insolvenzrecht und alle möglichen Rechte, die nötig sind, damit überhaupt kapitalistische Wirtschaft funktioniert, wurden nie außer Kraft gesetzt. Es war eine Ideologie, dass der Staat draußen war. Was aber richtig ist, auf was die Ideologie anspielt, ist, dass der Staat den Banken größere Vollmachten gegeben hat. Sie durften neue oder alte Produkte, Wertpapiere auf neue Weise, freiere Weise generieren. Und dazu müssten wir vielleicht dann irgendwann nochmal, wenn die gestern nicht da waren, schaut mal auf, wenn wir vergessen. Wertpapier, was ist das? Angehen. Aber das lasse ich jetzt mal stehen auf der Leitliste. Ich mache jetzt erstmal zur Frage. So, jetzt war das Resultat dieser Freiheit, das im Jahr 2007 sich angedeutet hat über die Krise, die geheißen hat Subprime-Krise oder US-Hypotheken-Krise, hat sich angedeutet, dass dieses Finanzsystem sich langsam aber sicher in einen Kollaps hineinarbeitet, der dann im Jahr 2008, im Herbst 2008, mit dem Bankrott von Lehman Brothers eklatiert ist. Und nicht bloß Lehman Brothers, das war bloß gewissermaßen die deutlichste Zäsur, sondern auch eine ganze Reihe anderer Banken weltweit, vor allem in den USA, sind zusammengebrochen, waren zahlungsunfähig. Und jetzt kam ein Wunder, in Großbritannien zum Beispiel auch. Gerade die beiden größten Vorkämpfer des sogenannten Neoliberalismus, also möglichst viele Freiheiten fürs Geschäftemachen der Banken, USA und Großbritannien, haben zur Überraschung
einer interessierten Wirtschaftsöffentlichkeit Banken verstaatlicht, Kreditinstitute unter Staatskollateral gestellt. Ganz selbstverständlich. Und nicht nur das. Wo liberale Prediger der freien Marktwirtschaft immer gesagt haben, ja, wenn Unternehmen vor der Insolvenz stehen, wenn Unternehmen bankrott gehen, dann muss man sie bankrott gehen lassen. Da stellt sich nämlich raus, wer erfolgreich ist, wer es kann, das Erwirtschaften von Gewinnen und wer es nicht kann. Und es ist eine Verschwendung von Ressourcen, Verschwendung von öffentlichen Mitteln, Verschwendung von Steuergeldern, wenn der Staat dann da Geld reinkommt. Trotzdem hat es der Staat gemacht. Und zwar nicht schlecht. Die gleichen Staaten, die in der Zeit der 90er Jahre, im Beginn der Nullerjahre des Jahres 2000, Sozialsysteme zusammengestrichen haben, mit dem Argument, nicht mehr finanzierbar, die in Deutschland zum Beispiel das Arbeitslosengeld, was bis zu 36 Monate bezahlt worden ist, also bis zu 3 Jahren, auf 1 Jahr verkürzt und danach gab es einen Absturz in etwas, was vielleicht hier Sozialhilfe heißt, in Deutschland unter dem Stichwort Hartz IV bekannt geworden ist. Immer mit dem Argument, das kann sich der Staat nicht mehr leisten, so viele Arbeitslose so lang zu finanzieren. Bei den Banken aber, wie deren Zusammenbruch klar war, vor der Tür stand und etliche schon zusammengebrochen waren, war er sofort auf der Matte gestanden und die USA haben ungefähr 1 Billion, Deutschland 700 Milliarden, selbst Österreich ungefähr 100 Milliarden Staatsgelder zur Verfügung gestellt, um den Bankensektor vor der Insolvenz zu bewahren. Die Frage von Ihnen geht jetzt darauf, warum hat es der Staat gemacht bei den Banken, nicht jedoch bei der Industrie, beziehungsweise die Zusatzfrage war noch, bei Opel vielleicht doch in Deutschland. Dazu muss ich aber jetzt erst einmal sagen, zum Grund, warum der Staat überhaupt bei den Banken sich engagiert hat. Auch in Deutschland ist ja dann eine der größten Banken, HRE, Hypo Real Estate, verstaatlicht worden oder wird gerade verstaatlicht. Warum? Das Argument hat geheißen, systemisch. Die Banken hätten einen Systemcharakter. Und wenn die Banken ihr Geschäft nicht mehr zustande bringen, dann kracht das System. Bloß worin besteht eigentlich der Kern des Geschäftes, die so eine Kernkompetenz von Banken? Womit machen die eigentlich Geschäfte? Kreditvergabe? Noch was? Zinsen. Ja, das gehört ja zur Kreditvergabe. Sie geben Zinsen für Sparguthaben, ja. Wertpapierhandel, genau. Wertpapier. Sie geben Wertpapiere aus. Wenn man jetzt mal gedacht hätte, den Kredit, für den Sie Zins bekommen, dann ist das Geld, was Sie da herleihen, ausbeugen, ein Geld, was auf Zeit einer Industriefirma oder einem Handelshaus zur Verfügung gestellt wird, damit die was machen? Ist gewinnträchtig anwenden. Wozu brauchen die das? Ganz schlicht. Das Geld, was sie haben, viel zu wenig. Die möchten viel mehr Geschäfte machen als die Geschäfte, die sie hinkriegen würden mit dem Geld, was sie gewissermaßen als Eigentum, als eigenes Geld in der Tasche haben. Man kann aber auch sagen, sie müssen es, weil wenn alle Firmen mit Krediten, mit Zusatzgeldern von Banken sich ausstaffieren, hat natürlich derjenige keine Chance mehr, der sagt, ich beschränke mich auf mein Privateigentum, selbst wenn er so denken würde. Bloß so denkt kein Unternehmer, kein Kapitalist. Wie der Name schon sagt, Kapitalist, er will möglichst viel Kapital anwenden, damit möglichst viel Überschuss zustande kommt. Und dazu braucht er wieder Kredite. Er bewirbt sie um Kredite. Und er jammert, wenn er keine bekommt. In der Öffentlichkeit ist zurzeit das Wort von der Kreditklemme unterwegs. Und das heißt, es wird darüber geseufzt, dass die Banken zu wenig Kredit geben. Und dass damit die sogenannte Realwirtschaft, also die produzierte Wirtschaft, ausgetrocknet würde. Was macht die reale Wirtschaft damit? Sie stellt Arbeiter und Angestellte ein, sie kauft Rohstoffe, investiert in Gebäude
und alles, was noch nötig ist, um Waren, Gegenstände des alltäglichen und nicht alltäglichen Gebrauchs herzustellen. Wie kommt der Gewinn zustande? Er kommt dadurch zustande, dass diejenigen, die für sie arbeiten, ja Lohn bekommen, oder Löhne, Gehälter, meistens bei Angestellten, dass deren Gehälter, deren Löhne geringer ist als das Produkt, der Wert des Produkts oder der Produkte, die sie herstellen. Wenn Sie die Rohstoffe und die nach den Plänen der Ingenieure zusammenfügen, also an Maschinen, dann kommt sich ein Produkt raus. Das Produkt ist teurer als die Kosten, die der Unternehmer vorgeschossen hat, in Form von Löhnen und Rohstoffen. Er hat sich also der Arbeit von Leuten bedient, die offenbar keine andere Chance sehen, um an Geld zu kommen, als sich bei einem solchen Unternehmer zu verdienen. Weil der Unternehmer ihnen den Lohn bezahlt, weil er auch noch die Rohstoffe und die Maschinen vorfinanziert, investiert. Sagt das Eigentumsrecht, da war auch schon wieder ein Staat mittendrin, sagt das Eigentumsrecht, dann gehört auch das Produkt demjenigen, der vorgeschossen hat, nicht demjenigen, der es erarbeitet hat. Der ist mit dem Lohn abgespeist. Der Unternehmer bekommt einen Überschuss. Und es liegt auf der Hand, der Unternehmer bekommt umso mehr Überschuss, je mehr Kapital er anwendet, also Kredit. Und er bekommt umso mehr Überschuss, je kontinuierlicher, je ununterbrochener er sein Geld anwendet. Also wenn was produziert ist, dann muss es verkauft werden, das dauert. Wenn er da gleich weitermachen kann und nicht warten muss, bis das Geld zurückkommt vom Kaufhaus, aus dem Handel. Die Bank, die Kredite dafür gibt, die sieht die Sache folgendermaßen. Sie hat Geld, das leiht sie her, und für dieses Geld verlangt sie auf Zeit, für eine bestimmte Zeit, einen Zuwachs. Zins heißt das. Sie verlangt es aber nicht so, dass man sagt, probier du mal, was auf dem Markt an Profiten geht. Und dann beteiligst du dich an den Ergebnissen. So, die Bank hat eigentlich jetzt wieder durchs Eigentumsrecht, durchs Recht, staatliches Recht, garantiertes Verhältnis, ein Vorrecht. Das Kapital, was die Bank den Unternehmen gibt, was damit produzieren will, hat Anspruch auf die Verzinsung, auch dann, wenn die Kalkulation des Unternehmens nicht aufgeht. Wenn er zum Beispiel nur Profite in Höhe des Zinses erwirtschaften würde, verschwindet der gesamte Gewinn bei der Bank. Wenn er gar drunter bleibt, hat die Bank trotzdem ein Vorrecht, das heißt, sie kann in sein Vermögen greifen, kann schauen, was sie davon noch verwerten kann, um ihren Schaden zumindest zu vermindern, wenn nicht doch sie ungeschoren aus der Affäre zu ziehen. Also das Verhältnis zwischen Kreditkapital, der mit Krediten Geschäft macht, und dem produzierenden Kapital ist einerseits dasselbe. Beide wollen Überschüsse machen und beide sind Verbündete. Denn nur die möglichst effektive Benutzung der Arbeit erbringt das Ergebnis, woraus beiden ankommt, nämlich dauerhaft und immer wieder kehrenden Überschuss über die Kosten. Die Bank hat zwar einen Rechtsanspruch auf den Gewinn, auf den Zins. Der Rechtsanspruch ist nicht viel wert, wenn der Gewinn nicht zustande kommt oder wenn er eines Tages nicht mehr zustande kommt. Deswegen kann man sagen, Bank und Unternehmer, Bank und Industrieunternehmer haben den gleichen Zweck, einen möglichst hohen Überschuss aus der Arbeit herauszuschlagen. Was ist das Mittel dafür? Möglichst viel Kapital in möglichst effektive Maschinerie zu investieren. Für die Bank schaut die Sache so aus. Sie hat Geld, gibt das Geld weg, ist aber bloß auf Zeit weg. Jetzt hat sie der Unternehmer. In der Zeit macht das Geld aber für die Bank gewissermaßen Junge. Vom Standpunkt des eingerichteten Rechts her, unabhängig davon, ob der Unternehmer wirklich Waren herstellt, die Gewinn enthalten oder nicht. Die Bank macht gewissermaßen wahr, wer Kapital hat und das Kapital anderen gibt,
Er hat unmittelbar Recht darauf, dass es mehr wird. Das gilt so universell, dass es sogar für uns gilt, wenn wir Sparguthaben bilden, Überschüsse des Lohnes oder des Gehalts oder auf die Reise sparen als Studenten und einen Teil des Geldes aufs Konto legen. Selbst dann gilt das so, dass wir der Bank gegenüber ein automatisches Recht haben, zwar nicht so hohe Zinsen wie bei der Industrie, aber immerhin Sparguthaben auf Sparbuch. Auch da gilt das Gesetz, wer Geld hat und das Geld einem anderen überlässt, hat das Geld weggegeben. Aber hat er das Recht, dass sein Geld sich vermehrt und dass er je nach Vertragsgestaltung das Recht hat, auch das Geld wieder zurückzubekommen. Jetzt kommen wir zu dir, beim Wertpapier. Willst du da noch mehr? Nein, ich wollte noch sagen. Beim Wertpapier ist das Verhältnis, wer Geld hat, gibt es am anderen und dann hat der andere die Verpflichtung, es ihm zu vermehren. Völlig losgelöst von der Frage, wer produziert da? Wer stellt Stoffe her, die man verkaufen kann? Da verkauft einer ein Papier, da steht drauf ein gewisser Betrag, manchmal in Form eines Zinses, wenn da ein Nennwert draufsteht, 100, da steht drauf 7%, man könnte auch sagen 7 Euro. Und dann kostet das Papier, sagen wir 100 Euro. Und jetzt kommt Folgendes merkwürdig zustande. Merkwürdig vielleicht gar nicht, weil man so daran gewöhnt ist. Ich gebe das Geld der Bank, die Bank gibt mir dafür einen Zettel. Der Zettel ist nichts wert. Für sich ist der Zettel ein bedrucktes Papier. Aber eine Eigenschaft hat der Zettel. Die ist zugesichert, ist vertraglich wieder von der Staatsgewalt garantiert zugesichert. Die Bank verpflichtet sich, das Versprechen, jedes Jahr 7 Euro auf 100 Euro Investition zu bezahlen, das getreulich zu bewerkstelligen. Was die Bank damit macht, interessiert denjenigen, der das Wertpapier kauft, nur ganz allgemein. Er weiß, er vertraut darauf, dass eine Bank wie die Deutsche oder die Erste oder die Raiffeisenbank, dass diese Bank Geschäfte macht und genug Überschüsse erzielt, sodass man daran glauben kann, vertrauen kann, dass sie den in Wertpapieren ausgemachten jährlichen Betrag und nach Ablauf des Vertrags, nach Ablauf der Laufzeit, das gesamte Grundkapital wieder zurückgibt. Wenn ich also bei der Bank ein Wertpapier kaufe, das kann jeder, da braucht man kein Industrieller zu sein. Wenn ich also bei der Bank ein Wertpapier kaufe, macht die Bank mich dadurch zu einem kleinen Kapitalisten. Mein Geld vermehrt sich automatisch. Jetzt war der Ausgangspunkt, die Wertpapiere kommen noch Nachträge. Ich will ja die Hauptfrage noch nicht noch weiter verfolgen, nämlich es war doch der Staat sagt systemisch. Die Banken betreiben ein Geschäft, von dem das System abhängt oder was typisch ist für System. Worin besteht das? Das war das ja versucht es zu erklären. Es besteht darin, Geld zu mehr Geld zu machen. Das ist ihr Kerngeschäft. Wenn der Staat sagt, er muss die Banken retten, dann bekennt er damit oder macht er damit offenbar, vielleicht nicht bei jedem, weil man vielleicht zu sehr daran gewohnt ist, dass es selbstverständlich ist, dann macht er damit klar, in dieser Gesellschaft ist diese Operation, eine Geldsumme zu vergrößern, das, dem alles andere untergeordnet ist. Bei der Industrie haben wir es gehabt mit dem Kredit. Da war es unmittelbar klar, ob wir was zu essen kriegen, um zum Beispiel einen Lohn zu verdienen, ob wir was essen kriegen auf dem Markt zum Kaufen, hängt davon ab, dass dem Unternehmer es gelingt, mit Hilfe der Anwendung seiner Arbeiter Überschüsse zu erzielen. Das, was die Banken da machen, aus Geld mehr Geld zu machen, fügt dem verzehrbaren, dem konsumierbaren Reichtum, dem Reichtum, der aus Stoffen besteht, von dem wir leben, kein Gramm hinzu. Und doch hängt alles Leben in Gesellschaften wie der unseren davon ab, dass diese Operation Geld vermehrt sich zu mehr Geld, wird größer von Jahr zu Jahr, von Zyklus zu Zyklus. Diesen Prozess ist alles untergeordnet.
Klappt der nicht mehr, ist alles vorbei. Wenn eine Automobilfirma wie Opel zumacht, dann werden Arbeiter arbeitslos, verlieren ihr Einkommen, wissen nicht mehr, wo sie leben sollen. Es werden Maschinen, die Autos herstellen, die noch gehen, für wertlos erklärt. Kein Wert. Obwohl sie brauchbare Maschinen wären zur Herstellung von Fahrzeugen. Die Fahrzeuge, die die Firma irgendwo noch stehen hat in der Halde, werden wertlos, wenn dieser Prozess, der Produktionsprozess bei Opel und die Waren, nicht genug erbringen, um erstens den Unternehmergewinn, aber vielmehr erstens muss man sagen, das Bankkapital, das Finanzkapital, was die Kredite vorgeschossen hat, zu befriedigen. Nur wenn diese Vermehrung des Geldes rausspringt, für den Unternehmer plus für die Bank, haben Leute Lohn und damit Brot und gibt es Autos und damit fahrbare Untersätze für die Menschen, die Lohn haben und genug gespart haben oder wieder Schulden machen müssen, um damit zu fahren. Das ist das, was man an dem systemisch ablesen kann. Eine der wichtigsten Lehren dieser Krise. In diesem System tut der Staat so, oder hat es so eingerichtet, muss man besser sagen, hat er mit seiner Rechtsgewalt so eingerichtet, dass alles Leben davon abhängt, ob die Vergrößerung des Geldes gelingt. Erste und wichtigste Lehre der Weltwirtschaftskrise. An das anschließend wollte ich nochmal auf die Frage verfolgen. Die Frage war, warum kreditiert er das Bankkapital und nicht in gleichem Maße das Produktive. Die Argumente, die der Theo jetzt gebracht hat, waren sehr eindeutig und geheißen, dass Bankkapital das systemische Moment des Bankkapitals ist, dass es alle Geld- und Kreditbedürfnisse für sein Geschäft auf sich zieht. Ob ein produktiver Kapitalist Geld braucht, um erfolgreich in der Konkurrenz zu sein, ob ein Lehrer sich den Konsum versucht, alles wird bei der Bank zentriert. Wenn nun der Staat in der Krise hergehen würde und das Bankgeschäft mit dem produktiven Kapital, mit den Autoproduzenten und allen anderen Produzenten durch Staatskredit ersetzen würde, würde er das Bankkapital ruinieren, das er gerade im ersten Schritt befördern möchte. Er nimmt ihnen die Grundlagen ihres Geschäfts, die das Bedürfnis nach Geld, nach Kredit, nach Liquidität im produktiven Bereich zu bedienen gegen Zins. Es wäre also völlig kontraproduktiv zu sagen, ich will die Banken aus dem Blutkreislauf der Gesellschaft retten und gleichzeitig stelle ich mich als Staat anstelle der Banken auf und kreditiere das produktive Kapital. Deswegen ist die Verlaufsform der Krise im Verhältnis zwischen Staat und produktivem Kapital so, wie es jetzt ausschaut. Er sagt, gewisse große Kapitale will er auf jeden Fall fördern, Opel. Auch das auf jeden Fall kann man auch noch einschränken, vielleicht fördern, weil das so wichtig ist für seinen Standort. Er will aber auf keinen Fall die Banken ersetzen bei ihrem Geschäft mit dem Kreditbedürfnis des produktiven Kapitals. Weil da bräuchte er gar nicht fördern. Okay, das heißt, wir haben systemische Banken und wir haben auch systemische Kapital, also systemische Produkte. Für den Standort Autoindustrie Deutschland ist Opel offensichtlich wichtiger Stirnbein-Ding. Ja? Aber deswegen ist er unzufrieden mit den Banken, weil die aus ihren Kalkulationen, die sagen, die Kreditvergabe ist unsicher in Zeiten der Krise an produktives Kapital, seiner Meinung nach zu wenig zur Verfügung stellen, und auch nach Meinung des produktiven Kapitals oder zu teuer. Er sagt aber nicht, er ersetzt jetzt einfach die Banken. Auch die Verstaatlichung, die der Theo angesprochen hat, ist ja nicht die Idee, wir verstaatlichen jetzt das gesamte Bankenwesen auf immer, sondern es ist die Idee, das Bankenwesen und möglichst bald übrigens wieder ein Privateigentum zu erhalten und dafür Staatskredit, dafür eure Steuern und so einzusetzen. Also es ist erlaubt und erwünscht, des zwecklichen Zusammenseins Fragen zu stellen zu dem, was gesagt worden ist. Ich versuche eben für die, die gestern nicht kommen konnten, immer wieder so Elemente des Vortrags einzubauen, jetzt gerade. Ich habe nur gelesen von einem amerikanischen Trendforscher, Gerald Selleck, dass die Krise
dass es deshalb ganz klar vorherzusehen war, dass einfach nur weil alte Schulden nicht mehr zurückgezahlt werden konnten, dass es sowieso das ganze Finanzsystem früher oder später kollabiert. Wie Sie dazu sagen? Also einfach, dass die Krise schon voraus. Ich weiß nicht, was der Vorhersage gehabt hat. Ich kenne die Vorhersage von dem Mann. Wie heißt der? Gerald Celeste. Ich könnte sagen, ja? Mir fällt bei diesen Prognostikern, die ich schon vorher mal gewusst hätte können, fällt mir immer auf, vielleicht ist es doch ein bezeichnendes Urteil über unseren Kapitalismus. Wenn man sagt, man war schon 4, 5 Jahre vorher, dass dieses Schuldengewese, also immer auf Schulden, weitere Schulden aufbauen, die alten machen können, man sicher über die bedient werden. Wenn das ein Fehler ist, dann wäre doch die erste Frage, schauen wir es ab, machen wir es nicht. Offensichtlich, und das, was der angelassen hat, haben doch die Akteure auch gewusst. Warum haben sie weiter Schulden gemacht? Weil die Bedienung ihrer gelaufenen Schulden doch über neuen Gewinn, über Schuldwesen passiert. Das ist übrigens im praktischen Tun auch so. Ne? Wenn du sagst, du hast eine Schuld, musst du dir eine Quelle suchen, wie du diese alte Schuld bedienst und dein Lebensauskommen. Ne? Der normale Mensch geht arbeiten, da schaut er aber meistens ziemlich trostlos aus gegenüber seiner Bank. Die Banken selber sagen, die Quelle, dass wir Wertpapiere ausgeben, also Schulden, wo wir draufschreiben, wir haben 100 Millionen Euro nicht. Wenn sie uns jemand abnimmt, kriegen wir Real Cash, würde der Senat wieder sagen, also richtiges Geld, mit dem wir wieder arbeiten können und unter anderem unsere alten Schulden bedienen. Also es ist doch eigentlich sowas wie ein Sachzwang in dieser Schuldenlogik drinnen, das ist völlig blödsinnig, weil wenn einer schwer verschuldet ist und seine Schulden uneinbringlich sind, der sagt, jetzt höre ich damit auf, dann ist er sofort zahlungsunfähig. Ne? Kapitalismus lautet ein bisschen anders, als zu sagen, ich habe kein Geld mehr, dann mache ich nichts mehr im Finanzbereich. Ich gebe dir eine analoge Antwort in anderen Worten. Karl Marx hat vor 140 Jahren auch gesagt, Krise wird es geben. Immer wieder. Der entscheidende Unterschied zwischen der Art, wie der Karl Marx das erklärt hat und was hier jetzt auch gefahren ist, und solchen Leuten, wie du sie heranzitierst, sein oder andere, die ja zum Teil damit auch reich geworden sind oder auch nicht, der Marx hat gemeint, das ist notwendig. Das ist im Kapitalismus notwendig und erst einmal ein wichtiger Punkt im Vortrag, das ist auch nichts was besonders Schlimmes, das gehört zum Kapitalismus dazu und wer sich über die Krise aufregt und nicht über den Kapitalismus macht, einen Fehler. Und zwar den Fehler, den diese Prognostiker, die jetzt gelobt werden, machen, die so tun, als ob wenn man auf sie gehört hätte, die Krise vermeidbar gewesen wäre. Das ist sie halt nicht. Das gehört zum Kapitalismus, zum Spekulationswesen dazu, dass es ab und zu kracht. Und deswegen beklagen auch jetzt alle, wiederum unsinnigerweise, dass eigentlich keine praktischen Lehren aus der Krise gezogen worden sind, dass der Derivatemarkt nicht ordentlich reguliert wird und solche Dinge. Ja, die nächste Krise kommt auch. Aber das Entscheidende ist doch, was bedeutet das für die Leute, die abhängig sind von der Gewinnmacherei, die jetzt entlassen werden oder auch wieder beschäftigt werden, die aber immer die Opfer der Krise wie auch des normalen Zustands sind. Und das ist viel spannender als irgendwelche Prognosen. Ich möchte auch noch was dazu sagen, ich weiß nicht, ob das weiterhilft, aber es gibt ja, seit diese Krise ausgebrochen ist, immer wieder die Klage von so Politikern, es sei jedes Maß verloren gegangen bei der Profitmacherei. Und es geht mir eigentlich darum, dass wir auf ein normales, sogenanntes normales oder natürliches Maß zurückzuführen. Das sei eigentlich das Moment der Krisenbewältigung, das ist, mit dem man das machen könnte. Und da muss ich sagen, auf Grundlage dessen, was uns jetzt gefallen ist, das Streben nach Gewinn ist in sich maßlos. Es wird ja nie gesagt, ab jetzt ist Vorschrift 4% für alle Wertpapiere und so weiter, sondern nein, es gilt ja der als besonders geschickt, der mehr herausholt und wieder mehr. Das sind dann die Unternehmer des Jahres und die Banker des Jahres. Also das Prinzip dieser Gesellschaft sträubt
gegen jedes Maß, dagegen irgendwie es auf ein Maß zurückzustützen. Man kennt da genau an dem, dass es jetzt Krise gibt und jetzt und schon immer Leute gegeben hat, die gesagt haben, Achtung, das klingt gar nicht in der Krise. Da kann man sich, wie es in den Zeitungen zu studieren war, immer in die falsche Richtung bewegen. Die beschäftigen sich dann immer damit, stimmt es, dass man die Krise hätte schon früher sehen können und so weiter. Und nicht mit einer ganz schlichten Feststellung. An dieser Krise kann man doch bemerken, etwas, was mit der Krise, in dem sie nichts tun, so außerhalb verschlagen wird, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles der Vermehrung von Kapital unterwirft. Weil, wenn wir uns anschauen, was ist jetzt passiert 2007 im Herbst? Es ist kein Erdbeben gewesen, das irgendwelche Gebrauchsgegenstände vernichtet hat, es war keine Dürre, keine Hungerskatastrophe, keine Explosion, kein irgendwas, was sachlichen Reichtum unserer Gesellschaft vernichtet hätte. Die ganzen Autofabriken, die zusperren, die könnten Auto produzieren. Die ganzen Leute, die keine Lebensmittel kaufen, gehen das gibt es auch. Das weiß man. Es ist da überhaupt nichts an sachlichen Reichtum vernichtet worden, das ist bei Krieg und dann gibt es nichts, sondern was ist passiert? Und dann an das Frage, was ist jetzt passiert, die Frage stellt sich niemand ernsthaft. Da ist Folgendes passiert. Da haben die entscheidenden Figuren in unserer Welt, Bankiers, Politiker, Kapitalisten, die haben gesagt, es ist völlig egal, was die Leute auf der Welt brauchen oder sonst irgendwas. Unsere Geldrechnung geht sogar bis dorthin, dass der Letzte verhungert. Wenn wir unsere Rechnung nicht bezahlt bekommen, dann vernichten wir auch jeden sachlichen Reichtum. Und weil jetzt in der Krise, und das hat der Theo gestern erklärt, und das kann man vielleicht nochmal nachfragen, über ihre Geschäfte sie es so weit notwendig so weit gebracht haben, dass das, was sie über Vertrauen an Schulden und Schulden aufgebaut haben, jetzt nicht funktioniert, dass sie jetzt nicht die Gesellschaft exekutieren, dann ist alles, was es hier an sachlichen Reichtum gibt, das wird dem untergeordnet und wird gerecht, dem System entsprechend gerecht vernichtet. Und das wäre jetzt der Grund, dass man kann jetzt zwei Wege gehen, zum sagen, das ist ein System, aber noch Konjunktur oder sonst was herrscht, das ordnet immer die Bedürfnisse der Leute, den Geschäften auch an Konjunktur ist. Arbeitsplatzgiganten, das ist immer drin. So in der Krise. Das ist systemisch, wo man alles der Geldvermehrung betrifft, etwas, wo man dagegen sein sollte, das müssen wir abschaffen, diesen Zweck. Oder man geht den anderen Weg und sagt, eigentlich ist doch das, dass es ums Geschäft geht, gar nicht so schädlich für die Leute und dass die Krise nicht zu leugnen ist, dass das sehr schädlich ist, dann für ganz viele Leute, das ist sowas wie Missgeschick, wie da hat irgendwer einen Fehler gemacht und jeder hat jemand sonst was. Und damit, mit der Frage, konnten wir das nicht sagen, wird das Prinzip, was dort mit uns verhindert, so einen Schutz genommen. Deswegen ist die Frage, ob wir das jetzt sagen können, wie er das so schön gesagt hat. Im Beginn des Kapitalismus hat einer, der sich lange damit beschäftigt hat, das sehr schlüssig erklärt, das passt eigentlich zu den Notwendigen. Ist noch was mit der Prognose. Man muss sich mal Folgendes überlegen. Wer sich die Frage stellt, wie schaut es denn aus mit der Sonne? So Fixsperre, so Gasbälle wie unser Zentralgestirn. Da wissen die Physiker, oder in dem Fall die Spezialisten, die Astrophysiker, wie so ein Stern entsteht und können aus der Masse und aus der Zeit, zurückschließen auf die Zeit, wie alt er ist, und darauf schließen, wann er erlischt, kollabiert, schwarze Zwerg wird und so weiter. Da sagen manche Prognosen dazu, kann man auch so sagen, wenn man will, aber man kann es errechnen. Das ist ja auch ein Körper, ein physikalischer Körper, so Sonne, die hat ihre Eigengesetzlichkeit. Jetzt muss man überlegen, was ist denn, wenn man prognostiziert, es gibt demnächst eine Krise oder keine Krise. Oder die Frage stellt, kann ich das prognostizieren? Wer ist denn eigentlich der Gegenstand, der Agierende, über den man da
Voraussagen zu machen versucht. Ist denn das eigentlich? Ist das so wie die Sonne an Millionen von Kilometern oder Lichtjahren, man muss aber Lichtjahre entfernte Himmelsgestirn? Ein sich selbst nach eigenen Gesetzen entwickelnder Körper? Das sind wir doch eigentlich alle. Die Gesellschaft ist doch kein Zentralbestand fern von der Erde. Irgendwie sind doch alle Menschen, die in Deutschland oder in Österreich oder in den USA, vielleicht sogar am Weltmarkt, also am Globus beschäftigt sind, sei es als Kapitalisten investieren, sei es als Lohnarbeiter für deren Reichtum dort stehen müssen. Das sind doch handelnde Subjekte. Und die wissen offenbar nicht, was die Zukunft bringt. Wir haben Bedarf, ich möchte mal gerne wissen, was werden wir eigentlich morgen machen? Der Mensch hat ein Gehirn. Würde er normalerweise können verlangen, plan mal was, macht man ja auch. Versucht es zumindest. Man geht an die Uni, sagt, man studiert Deutsch, Englisch und sonst noch was. Und dann wird es ungefähr 4 Jahre dauern, wenn ich die Seminare und Vorlesungen belege und dann, wenn ich genug gelernt habe und den Vergleich bei der Examen mit anderen gut bestehen, habe ich eine hinreichende Note, um Lehrer zu werden, wie ich genommen werde. Das sind Planungen. Man merkt, da sind auch Ungewissheiten drin. Aber es sind jedenfalls Planungen, wo man sagt, das habe ich vor. Unsere Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, die interessiert sich jedes Jahr dafür, wie wird es nächstes Jahr? Was also werden wir nächstes Jahr tun? Was werden wir nächstes Jahr erleben? Nicht etwa am Wetter, sondern von uns selber gemacht. Das Bedürfnis nach Prognose ist selber noch ein Verdikt über die Art, wie wir Gesellschaft betreiben. Wir verhalten uns zur eigenen Gesellschaft wie zum Naturprodukt, wie zum Naturverhängnis, wie zum Wetter, was sich irgendwie entwickelt, wie die Klimakatastrophe und was der Geier was, soweit sie natürlich bedingt ist. Wir tun, als ob es ein von uns unabhängiger Prozess wäre. Und auch das hat der Marx, wenn wir auf den schon nochmal zu sprechen kommen wollen, gesagt, ist doch ein Skandal. Die Menschen wollen leben, dazu müssen sie produzieren, dazu müssen sie Naturstoffe also so umwandeln, dass sie sie genießen können und verbrauchen können und gut leben können davon. Und was machen sie? Dieser stoffliche Prozess des Lebens, des Erwerbs von Lebensmitteln, der Herstellung von Lebensmitteln und Konsumptionsmitteln, ist unterworfen den Gesetzmäßigkeiten von Geld, die dann keiner vorhersehen kann. Oder wo jedenfalls die Frage kommt, wie wird es denn? Und wenn dann einer immer so pumpt, das geht immer dann gut, und es in Zahlen gießt, und es ist dann eines Tages so weiter, sagt er, ist das, ich hab's gewusst. Dann haben die anderen eigentlich nicht geglaubt, sind die Narren. Die haben aus ihren Zahlen abgeleitet, dass es weitergeht. Mal mit 5% Wachstum, mal mit 5% oder 3% runter, wieder 3% hoch, mal 0,5% runter. Das haben sie immer prognostiziert. Aber es geht nicht so, der Witz ist nicht so sehr, stimmt dieses, was ich vorher sage, sondern der Wahnsinn, dass man seine eigenen Tätigkeiten, die Produkte der eigenen Planungen betrachten muss, wie wenn es ein Naturprozess ist, für den man nichts kann. Also das würde ich noch zur Prognosefrage sagen. Marx hat gezeigt, warum notwendigerweise Krisen entstehen. Das will ich jetzt hier nicht machen an der Stelle. Da müsste man nämlich dann über die Art und Weise, wie unter der Herrschaft des Geldes, der Vermehrung des Geldes, materiell produziert wird, kann man anders mal machen, kann man auch nachlesen, das Kapital. Ich wollte jetzt dann zum Thema Weltwirtschaftskrise noch ein paar Sachen erklären, beziehungsweise, wenn wir Fragen kommen, auf Fragen eingehen. Und zwar auf folgende Frage, die noch nicht hinreichend geklärt ist. Gut, der Staat sagt, die Banken sind systemisch. Daraus habe ich geschlossen, das sieht man, kann man erkennen, sehen, die vielleicht nicht unmittelbar, aber mit ein paar einfachen Überlegungen kann man darauf kommen, aha, ausgerechnet das, was dem Lebensprozess der Gesellschaft nichts Neues hinzufügt, was eigentlich bloß kostet, davon hängt alles ab. Dieser Skandal. Jetzt war die Frage noch so gestellt, warum stützt der Staat gelegentlich sowas wie Opel? Sowas macht er ja. Weil prinzipielle Antwort war von ihm gegeben,
Nämlich der Staat würde ja den Kapitalismus aus den Angeln heben, wenn er sagen würde, künftig entscheidet nicht mehr das Geld, da wo es sich rentiert zu arbeiten, sondern künftig entscheide ich, wo wir Autos brauchen. Dann können wir vielleicht Opel zumachen. Vielleicht haben wir schon genug Autos in Deutschland und in Europa und in der westlichen Welt. Vielleicht sind meinetwegen sogar manche sagen, sind zu viel. Da will ich mich nicht einmischen. Dann ist es eine Frage, wie viele Autos brauchen wir? Alle? Und wie viel Arbeit müssen wir aufwenden, um diesen Bedarf zu decken? Das macht der deutsche Staat aber bei Opel gar nicht. Die sagen gar nicht, Opel in Bochum, in Rüsselsheim, und wo die Standorte sind, 4 Städte ungefähr in Deutschland. Und dann noch ein paar in Belgien und anderswo. Wir brauchen die unbedingt, sonst trocknen die Straßen aus, fahren keine Autos mehr drauf. Die brauchen wir unbedingt. Oder die Leute kommen noch immer hier und her. Jeder weiß, dass die Kapazitäten, die in Europa aufgebaut sind und sogar weltweit, vom kapitalistischen Standpunkt aus, also vom Standpunkt des Lohnes aus, viel zu viel sind und vom Standpunkt des Brauchens her vermutlich eher zu wenig. Wenn die Leute fragen würden, ob sie überall noch fahren wollen, müssen wir feststellen, dafür gibt es die Kapazitäten gar nicht, weil nämlich in vielen Ländern der Welt zwar Leute gern Auto fahren würden, aber sie einentscheiden es nicht, ihnen fehlt nämlich das Geld. Ihnen fehlt nicht nur das Geld für Autos, es fehlt Ihnen, das vorhin schon gesagt und von mir, es fehlt Ihnen auch das Geld zum unmittelbaren Leben. Sie wissen nicht, ob Sie den nächsten Monat, das nächste Jahr überleben, weil die Nahrungsmittel Geld kosten und die Nahrungsmittel zurzeit, gemessen an deren Einkommen, die sinken, steigen. Da merkt man noch eine zweite wichtige Lehre, neben der Lehre, alles wird vom Geld abhängig gemacht. Was sich vermehrt, ist auch alles lebenabhängig von der Verfügung über Geld. Wer kein Geld hat, verhungert. Es sei denn, er findet jemanden, der ihm was schenkt. Wer so jemanden nicht findet, in der dritten Welt gibt es viele, die solche nicht finden, manche sogar in den entwickelten Ländern des Westens, der stirbt. Er hat keine Chance zu leben, weil es ihm am Geld mangelt. Opel wird nicht erhalten, weil irgendwelche Leute auf der Welt Autos brauchen. Opel wird erhalten, weil der deutsche Staat einen Standpunkt hat. Wir sind die Exportnation Nummer 1 und das bleiben wir auch. Die nehmen das, was die deutsche Industrie in den letzten 50 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg der Konkurrenz sich erobert hat, nämlich der größte Exporteur zum Beispiel im Automobil zu sein, oder einer der größten, nehmen das wir Stück recht. Weil wir das bisher gekonnt haben, muss es auch so bleiben. Das kommt gar nicht in die Tüte, dass bei einer Neuordnung des Weltautomarkts, wo in etlichen Ländern des Westens Fabriken rumstehen, die nur noch durch Kredite am Leben gehalten worden sind, wo die Kreditgeber nicht gesagt haben, da verdienen wir Geld, sondern wir gehen nicht raus, weil sonst verlieren wir Geld. Wir verlängern die Kredite, sonst verlieren wir mehr. Da steht eine Neuausrichtung an, jetzt gerade durch die Krise. In Amerika hat es angefangen, General Motors, Chrysler sind bankrott, sind Abwicklungsfälle, wie die deutsche Quelle. Genauso. Sind Abwicklungsfälle wie der deutsche Opel als Abteilung des General Motors. Und da sagt der deutsche Staat, das ist eine Chance. Was die amerikanische Firma General Motors in den 20er Jahren an Kapazitäten hier gekauft hat und jetzt kaputt machen muss, weil sie den Maßstäben des Kredits nicht mehr genügt. Wir schauen mal daraus, eine Profitquelle zu machen, die unabhängig von Staatsgeldern geht. Aber nicht einfach dann durch Staatsgnade, das was der Herr Norbert erklärt hat, nicht einfach durch Staatsgnade ersetzen, sondern die Staatsgnade, die da eingesetzt wird, dazu zu verwenden, dass es dann wieder von selber läuft, also von selber heißt, ohne Staatsgeld. Und wenn das gelingt, dann heißt es von Rüsselsheim aus und von Bochum aus, dann Teile des Autoweltmarkts vom deutschen Boden aus beliefert, man könnte auch sagen, beschlagnahmt. Und für diese Beschlagnahme durch die Erfolge des Kapitals gibt der Staat
Staatshilfe oder Umrüstungshilfe. Nur eins kann man auch schon sagen. Es laufen ja etliche Insolvenzfälle, und zwar nicht wenige, zurzeit ab in Europa und in den USA, in der sogenannten Realwirtschaft, wo der Staat sagt, das ist nicht real, das ist nicht systemisch. Damit bekennt er, dass das, wovon die Leute leben, wovon die Gesellschaft Produkte, die man braucht zum Leben, das ist weniger wichtig für unser System, als dass das Geld sich rentiert. Deswegen wendet er dann bei der Produktion so an, dass er sagt, ob ich da was kreditiere, am Leben erhalte oder wieder zum Leben erwecke, was nichts mehr taugt für den Anspruch des Kredits. Das muss dann einen anderen Grund haben. Zum Beispiel den ich jetzt bei Opel gesagt habe. Ich will, dass als deutscher Staat, ich will, dass Deutschland als mächtigste Exportnation erhalten bleibt und sie sogar am besten durch die Krise noch kräftigt. Dass noch mehr Prozente am Weltmarkt von Deutschland aus bedient werden. Der Auftrag an diese systemischen Banken ist ja dann schon der Produktivwirtschaft, der sogenannten Realwirtschaft, Kredite zu geben. Ja. Also das verknüpft er ja schon damit. Also da sieht er ja schon einen Zusammenhang, weil das wäre auch absurd, wenn es das nicht gäbe, würde ja stückweise seine eigene materielle Grundlage verschwinden und auch er kann von Wertpapieren nicht Kriege führen. So, jetzt kommt ein Auftrag. Das müssen wir mal betrachten, ob das stimmt. Das ist die Sache mit dem Auftrag. Was der Staat macht ist, er rettet die Banken, indem er ihnen Liquidität zur Verfügung stellt über folgende Prozesse, zum Beispiel folgende Operationen. Sie haben sogenannte toxische Papiere. Das sind Wertpapiere, an deren Werthaltigkeit die Kundschaft nicht mehr glaubt, die deswegen auch nicht mehr kauft und deswegen, weil der Wert eines Wertpapiers nur existiert, wenn Investoren an die Verzinsung, die draufsteht, glauben, die deswegen nicht mehr wert sind, weil jeder misstraut, taugt nichts mehr. Wenn Wertpapiere durchs Misstrauen der Kundschaft entwertet werden, dann drohen sie auf Null zu sinken. Das hat aber Konsequenzen bei der Bank. Banken, die Wertpapiere gekauft haben, die stehen bei Ihnen als Einnahmequellen, da gibt es ja Zinskupons drauf, die stehen bei Ihnen als Einnahmequellen in der Aktivseite. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein. Die Passivseite ist da, wo sie selber bezahlen muss. Wenn also Wertpapierbestände, die Sie gekauft haben, auf Null sinken, ist die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr. Ihre Fähigkeit, als Bank Überschüsse zu erzielen, indem sie diese Geschäfte macht, schrumpft zusammen. Sie muss an der Passivseite dauernd zahlen und auf der Aktivseite hat sie Papiere, die nichts mehr wert sind. Wie will sie zahlen? Macht sie auch. Sie versucht Wertpapiere zu Geld zu machen, um zu zahlen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wertpapiere, habe ich vorhin gesagt, sind Papiere, die kauft man und die sind nur eins wert, nämlich dass sie jedes Jahr Zins bringen. Für sich sind sie null wert. In dem Moment, wo das Vertrauen in die Bedienbarkeit dieser Zinsen, dieser jährlichen Überschüsse dahinschmilzt, in dem Maße verschwindet der Wert des Wertpapiers. Wenn ich einer Bank Wertpapier abkaufe, gebe ich ihr 1 Million Euro, wenn ich ein Millionär bin, und die Bank hat die 1 Million, ich habe sie nicht mehr. Ich habe aber immerhin ein Wertpapier, und das Wertpapier, weil es immer wieder Zinsen abwirft, kann man von der Höhe des Zinses, des jährlichen Zinses, zurückschließen, durch Vergleich mit dem Durchschnittszins, wie viel ist das wert? Der Wert des Wertpapiers ist gewissermaßen in beiden Händen. Die Bank hat das Geld und ich habe ein Papier, was jederzeit zu Geld zu machen geht, indem ich nämlich die Fähigkeit des Wertpapiers, mehr zu werden, am anderen verkaufe. Und der ist glatt bereit dafür, nach dem Dreisatz, Zinssatz, der draufsteht, und Durchschnittszinssatz, einen Preis zu bezahlen, der hochgerechnet wird. Dann habe ich das Geld und dann das Glück, Geld einzunehmen, ich habe das Geld und kann was anderes damit machen. Das heißt also, beim Wertpapier ist, wenn es gut geht, wenn es normal geht,
wird aus dem Eigentum einer Geldsumme, die wird gewissermaßen auf zwei Stellen ein Stück Eigentum. Bei der Bank Investitionsgelder und bei mir ein Stück Kapital, denn vorher war es großes Geld, hätte ich es nicht der Bank gegeben, würden die Millionen Euro einfach immer darum liegen und würden allmählich weniger werden, allein durch die Inflation. Gebe ich es der Bank, waren sie von Jahr zu Jahr mehr. Und dieses Verhältnis, ich habe Geld weggegeben, ich bleibe doch reich, ich habe ein Stück Vermögen, das wird in der Krise dann, wenn der Zweifel aufkommt, ob die Papiere noch werthaltig sind, also ob die Zahlungsfähigkeit der Bank ausreicht, um die Papiere zu bedienen, zeigt sich plötzlich, ich habe mein Geld verschenkt, es ist weg. Wie verschenkt oder versenkt, wurscht. Das ist weg, die Bank hat es genommen, ist unfähig, das Wertpapier zu bedienen, und dann ist mein Geld verschwunden. Vorher hat die Bank aus ihrer Schuld, die sie bei mir aufgenommen hat, ein Stück Kapital für mich gemacht. Verwandlung von Schulden in Kapital. Die Bank ist mein Schuldner, aber in der ganz besonderen Form, ich habe dadurch ein eigentlich wertloses Stück Geld, oder was ist wertloses Stück Geld? Ein Geld, was sich halt nicht vermehrt, habe ich damit zu einem Geld gemacht, was sich vermehrt, also Kapital, Geld, was sich vermehrt. Schulden zu Kapital gemacht. Bricht das Vertrauen weg, stellt sich raus, von wegen Schulden zum Kapital. Dann stellt sich raus, das ist ein bloßes Schuldverhältnis, und zwar eines, was der Schuldner nicht bedienen kann, sodass sowohl der Schuldner nichts mehr hat, als auch ich, der es Geld gegeben hat. Wenn das passiert, wenn es droht, dann sagt der Staat, Moment, das System ist in Gefahr. Denn davon lebt das System, dass jedes Geld, was man der Bank gibt, sich automatisch vermehrt. Wenn die Banken das nicht mehr können, dann muss er einspringen. Das war vorher nicht wichtig, systemisch. Aber wichtig war mir jetzt noch der Zusatz, diese wundersame Verdopplung des Vermögens. Die Bank hat Geld zu investieren und ich habe ein Stück Vermögen, obwohl ich gar kein Geld habe. Was kann ich damit machen, wenn ich so ein Stück Vermögen habe? Wenn ich eine Bank bin zum Beispiel, da habe ich mal ein Papier gekauft, habe Einnahmen auf der Aktivseite und dann kann ich die Passivseite entsprechend belasten durch andere Geschäfte. Je mehr Investitionen eine Bank macht in gute Wertpapiere, desto mehr kann sie dann umgekehrt mit dem Vermögen auf das Vermögen hin ihrerseits Wertpapiere ausgeben. Schaut her, ich bin potent, bei mir kommt viel Geld rein, ich habe hohe Überschüsse, ich brauche dafür Geld, ich brauche Geld dafür, dass ich neue Produkte, also neue Investitionen tätige, und an den Investitionen, die ich da als Schulden aufnehme, beteilige ich euch, indem ich euch Wertpapiere verkaufe. Und das kann man einmal machen, dann kann man die Wertpapiere, bei die nächste Bank die Wertpapiere, dann hat sie ihr Vermögen, was sie vermehrt, kann auf das Vermögen, was sie hat, wieder andere return. Schaut her, bei mir gibt es Geschäfte, die laufen, es wächst das Geschäft, das Volumen steigt. Ich brauche mehr Geld, um mehr Geschäfte zu machen. Ich gebe Wertpapiere aus. Und es liegt immer auf jeder Stufe vom Vertrauen, dass der Banker, bei dem man ein solches Wertpapier kauft, all die Geschäfte, die er hat in seinem Haus, im Großen und Ganzen, Ausnahmen besteht in der Regel, auch gibt es nochmal was kaputt geht, aber im Großen und Ganzen profitabel Geldgeschäfte macht, aus Geld mehr Geld macht, da bin ich dabei. Es beruht auf dem Vertrauen und es geht so lange gut, wie das Vertrauen vorhanden ist. Wenn das Vertrauen aus irgendwelchen Gründen in Zweifel umschlägt oder gar in Misstrauen, dann geht es abwärts. Dann geht die Spirale nach unten, bis dahin, wo die Banken bekennen müssen, sie haben nichts mehr, weil das, was sie hatten, hat alles beruht auf dem Vertrauen, auf dem Glauben, dass die jeweiligen Schuldner ihre Schuldigkeit tun, nämlich die Papiere, die sie begeben haben, regelmäßig zu bedienen. Ja. Ähnlich ist nicht eigentlich auch für den Staat, weil wenn ein Staat sich negativ entwickelt, also die Gesetzgeber davon aus, dass der Staat seine Verbindlichkeiten erfüllen kann. Und gerade zum Beispiel die USA, da ist ja die Wirtschaftslage schon sehr negativ und das Budgetdefizit ist sehr hoch. Könnte man eigentlich auch davon ausgehen, wenn das Vertrauen allmählich sinkt, dass notwendig dann der Dollar verfallen müsste.
nicht eigentlich auch eine Parallele zu einem Abgehen des Vertrauens gegenüber Kreditinstituten? Der Staat ist ja auch ein sehr großer Schuldner gegenüber der Privatwirtschaft und gegenüber anderen Staaten. Und gibt es da nicht Ihrer Meinung nach auch gewisse Parallelen? Dazu müssen wir aber jetzt noch einen Punkt hinzunehmen. Was ist eine Staatsverschuldung? Was ist denn, wenn ein Staat sich verschuldet? Die Bank, von der wir bisher geredet haben, die macht Wertpapiere. Den Erlös aus Wertpapieren investiert sie in neue Geschäfte, aus denen sie Gewinne erzielt. Was macht der Staat, wenn er solche Papiere, genauso wie Papiere aus? Papier, auf dem steht ein Stück Zins drauf, 7%, 4%, meistens geringere als bei den Privaten. Und dann hat der Staat Geld, was macht er damit? Da gibt es aus. Der Staat verhält sich in der Hinsicht genauso wie ein Konsument, der gar nicht das Geld hat, sich neue Möbel zu kaufen oder ein neues Auto und deswegen einen Kredit aufnimmt. Den kriegt er auch, aber den muss er bezahlen aus seinen künftigen Einkünften. Obwohl er gar kein Mensch ist, der Überschüsse erzielt. Der hat ein Gehalt, da muss er einen Teil seines Gehaltes künftig quasi verpfänden. Er hat keine Bereicherungsmaschine daheim, aus der er die Zinsen bezahlt, und das hat auch der Staat nicht. Der Staat gibt das Geld aus für Herrschaftsmittel, für Infrastruktur, also Herrschaftsmittel mal Militär, Polizei, Regierungstätigkeit, Infrastruktur, Straßen und so weiter, Schulen, Bildungssektor. Man kann die ganzen Ministerien aufzählen, haben ungefähr all den Staatsverbrauch, den der Staat hat. Es sind notwendige Bedingungen dafür, dass bei ihm die Geldwirtschaft, die kapitalistische Geldwirtschaft funktioniert. Trotzdem gibt der Zettel aus, in dem er sagt, ihr könnt euch mir gegenüber so verhalten wie gegenüber Banken. Glaubt daran, dass ich in der Lage bin, diese Papiere zu bedienen und auch eines Tages zurückzuzahlen. Die sind zum Teil sehr langfristig, sehr langläuferisch, bis zu 50 Jahre gibt es die. Da glauben also die Leute, dass sogar ihre Enkel noch gute Gründe haben, daran zu glauben, denn sie erleben es gar nicht mehr, bis die Papiere fertig werden. Jetzt ist die Frage ist das riskant? Das ist immer die Frage, können da Staaten blöd ausschauen? Eigentlich nicht. Solange alle daran glauben, dass der Staat potent ist, potent heißt, bei ihm wächst die Wirtschaft, dann gibt es viele Unternehmen, die viel verdienen, die viele Leute einstellen, denen Löhne bezahlen und der Staat zieht Zinsen raus. Und die Bilanz der Nation steht so, dass durch Exporte und durch Kapitalexporte und so weiter insgesamt der Dollar eine starke Währung war. Da sagen alle Geldhändler der Welt, dazu sind sie berechtigt zu sagen, der Dollar ist eine Bombenwährung. Ich rede jetzt mal von den 70er, 80er Jahren. Eine Bombenwährung, auf den vertrauen wir. Wir nehmen also dem amerikanischen Staat es ab, dass er fähig ist, seine Wertpapiere lässig zu bezahlen. Der deutsche Staat hat es genauso gemacht, der österreichische macht sowas, alle Staaten, sogar die armen Staaten machen sowas, dass sie Staatspapiere ausgeben. Der Unterschied besteht bloß darin, weil die armen Staaten, die mit wenig Industrie und die sogenannten Entwicklungsländer, weil die wenig Reichtum verfügen, müssen die halt dann 25% Zinsen bezahlen. Derjenige, der es am wenigsten kann, muss am meisten zahlen, den Bandzins. Und mit den bekannten Folgen. Ich will jetzt darüber weitergehen. Ich will jetzt bei den wichtigsten Staaten bleiben. Die Staaten verkaufen Papiere und die Gelder werden ausgegeben vom Staat, im Staatshaushalt, werden irgendwie bedient, werden eines Tages fällig und was machen die Staaten? Steuern erhöhen? Ja, schlecht. Wird der Gewinn geschrumpft. Schädigt er die Wirtschaft? Nein, sie machen wieder das Gleiche. Sie bezahlen die langfälligen Wertpapiere mit neuen. Macht aber nichts. Wenn der Markt daran glaubt, dass der Staat zahlungsfähig ist, kriegt er sogar etwas, was beim Privatkunden ruinös wäre.
Man sagt zur Bank, tut mir leid, ich kann den Zins gerade gar nicht ablösen, gib mal 9. Also die Bank, das ist ja ein Vogel. Ich kündige den Kredit, der jetzt läuft, und du hast ihn mit einem Schlag zurückzubezahlen und bist also insolvent. Kommst du einen Hammer. USA, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich machen die ganze Zeit dieses, was beim normalen Menschen insolide wäre. Warum? Weil alle Welt daran glaubt, dass sie auch den vergrößerten Betrag an Zinsen und an Fälligkeiten bezahlen können. Jetzt hat aber diese Staatsschuld eine Wirkung. Sie wird ja ausgegeben für Wirtschaftsgüter aller Art, die der Staat braucht für seine Infrastruktur. Das ist das Gleiche wie auch die Unternehmen, die Kredite nehmen. Auch die geben ihre Kredite aus, um was zu kaufen, nämlich Investitionsmittel und Löhne zu bezahlen. Und dabei haben Kredite prinzipiell die Wirkung, dass durch die Vorwegnahme künftiger Zahlungsfähigkeit, durch die Schöpfung von Zahlungsfähigkeit durch Kreditschöpfung, ein Nachfragezuwachs entsteht, der größer ist als die Waren, die aktuell gar produziert worden sind. Man will ja Investitionsmittel kaufen, man will ja ausdehnen, man will ja neue Maschinen ins Haus stellen und so weiter. Man will auch noch mehr Arbeiter, falls man expandiert. Und dann kommt mehr Nachfrage auf den Markt und dann können die Unternehmer, so geht es ja nur, geht nur von selber, können aus der vermehrten Nachfrage Preiserhöhungen schlagen. Jetzt kommt der Staat noch dazu, mit seiner Verschuldung, noch mehr Nachfrage, sodass die Staatsnachfrage natürlich zusätzlich inflationsfördernd wird. Damit müssen Währungen nicht unbedingt schlecht leben. Es sei denn, in dem einen oder anderen Staat ist die Inflation höher als in einem anderen. Wenn die Inflation in einem Land höher ist als im anderen, dann wird dann diese Währung, sagen wir mal Pfund, britische Pfund, wird er stärker entwertet als sagen wir das der Euro. Wenn internationale Investoren überlegen, was ist mein Geld denn wert in Form von Pfund, muss er feststellen, wenn ich einfach das alte Tauschverhältnis belasse, kann ich mir am britischen Markt, da wo mit Pfund zu bezahlen ist, Investitionsmittel zu bezahlen sind, nicht mehr so viel kaufen wie vorher. So wird also durch die Spekulationen der Geldhändler hindurch, so ganz schnell geht es nicht, die schachern mit den Geldbeträgen hin und her, das ist aber, wer will, auch nachzulesen in unserem Gegenstand, und zwar in dem Artikel die Währung und ihr Wert. Die Währung und ihr Wert. Das war zum letzten Mal neu gestanden in 96. Ich weiß nicht, ob es hier am Büchertisch ist. Man kann es jedenfalls am Verlag bestellen. Da wird es näher dargestellt. Ich bleibe jetzt mal bei meinem Ergebnis. Die Wirkung wird also sein, das britische Pfund wird weniger wert gegen den Euro. Bei den USA ähnlich. Und wenn es dauerhaft so bleibt, dann sagen die Investoren der Welt natürlich, Pfund ist ein Wertaufbewahrungsmittel, ein Investitionsmittel, in dem man aufpassen muss, wenn man investiert, dann reicht es nicht aus, dass nach einem Jahr der gleiche Betrag plus 10% Zins oder Profit zurückkommt, sondern muss auch eine 5% Inflation dazu. Ich muss also nach einem Jahr 15% nominale Gewinne haben, um die 10% zu haben, die ich anderswo auch haben könnte. Ist das nicht drin oder ist das schwerer drin, dann sinkt das Vertrauen der internationalen Kundschaft in diese Währung. Was sinkt sie? Im Wert relativ. Damit ist der Staat nicht bankrott. Aber damit hat der Staat dann, wenn er sich verschuldet, selber sich verschuldet, Pfund aufnimmt oder Dollar aufnimmt, und er will die Zahlungsfähigkeit, zum Teil wird es ja auch importiert, die Ware, die er verbraucht, dann muss er, dann versinkt seine
Verschuldungsfähigkeit relativ zu dem Wert, was die Menge an Dollars oder Pfund bisher repräsentiert haben. Das hat mit Krise noch nicht viel zu tun. Erst wenn dann angefangen wird, was auch schon passiert ist, dass die Geldhändler der Welt spekulieren gegen eine Währung, dann ist es manchmal dazu gekommen, dass ganze Länder vor der Zahlungsunfähigkeit standen, weil die Währung nämlich rasant abgesunken ist. Bei den USA wird manchmal so gemunkelt, aber die Munkelei ist eigentlich gar nicht der Witz dabei. Das Entscheidende ist es, dass viele derer, die Waren in Dollars berechnen, wie zum Beispiel Ölländer, feststellen müssen, dass wenn sie das Öl in Dollar bezahlt bekommen, der Erlös, den sie einnehmen, nominal, sich von Jahr zu Jahr weniger darstellt, als wenn es in anderen Währungen da wäre. Und deswegen gibt dort zurzeit die Überlegung von vielen Ländern, ob man den Dollar nicht stürzt von seinem Thron, der Ausnahmewährung, nämlich der Währung, in der alles auf der Welt bezahlt wird. Das ist aber dann keine ökonomische Frage mehr, sondern eine politische Machtfrage. Aber richtig ist also jedenfalls, auch die Staatsverschuldung nimmt diese Form an und der Staat bedient sich eben zweier Quellen zur Finanzierung. Einerseits unmittelbarer Zugriff auf die Einkommen. Die haben den Widerspruch, dass dadurch die Renditen geschmälert werden. Und die zweite Möglichkeit, die entscheidende Möglichkeit ist, er macht seinen Geldbedarf zur Kapitalquelle. Jeder, der das Ding kauft, hat ein Stück Kapital. Also quasi ein Dienst, Anführungszeichen, an seiner Gesellschaft. Weil nämlich solche Wertpapiere dann reinkommen und als Grundlage für weitere Geschäfte zum Teil sogar brauchbarer sind als die von Industriellen oder von Banken. Warum? Weil jedenfalls die großen kapitalistischen Staaten durch ihre Macht über einen großen Wirtschaftsstandort viel sicherer sind, viel vertrauenswürdiger sind als Industrielle, die immer noch abhängig sind von Konjunkturen, die immer noch ihre Autos verkaufen müssen oder ihre Chemikalien und manchmal in der Konkurrenz dabei schlechter abschneiden als andere. Dieses Risiko bieten Staaten wie Deutschland, USA, die europäischen Staaten, die sind Euro zusammengeschlossen haben, nicht als Kollektiv. Diese Sicherheit bilden die ab, die private Emittenten nicht bieten können. Deswegen ist der Dienst des Staates mit seiner Verschuldung oder seine Ausgaben in Form von Kapital finanziert, gewissermaßen eine Bedienung der Gesellschaft, der Eigentümer der Gesellschaft. Hier habt ihr ein sicheres Papier, das könnt ihr verwenden für sichere Beleihungen oder für sichere Geschäfte in neue Aktive einstellen und dann habt ihr bombensichere Anlagen. Ja. Macht der Staat dann nicht trotzdem den Bankenkonkurrenz mit der Wertpapiere ausgibt? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ob der Staat den Banken Konkurrenz macht, wenn er selber Wertpapiere, also Staatsanleihen ausgibt? Das ist immer verständlich. Was sollst du sagen? Erst einmal, diejenigen, die Geld zu investieren haben, die haben mit der Verzinsung, die der Staat bietet, also Verzinsung von Wertpapieren, hat er immer zwei Größen. Erstens der Coupon, also das, was man dann als Zinssatz ausdrücken kann, und die Bonität. Das ist die Sicherheit, die der Schuldner bietet, dass er relativ größere Zahlungsfähigkeit, sicherere Zahlungsfähigkeit bietet als Konkurrenten. Beim Staat steht es in der Bonität erstklassig. Deswegen macht er beim Zins einen Abschlag. Bonität erlaubt dem, der Wertpapiere verkauft, weil ja die guten Papiere gern genommen werden, weil sie so bombensicher sind, kann er die
hohe Nachfrage nach seinen Papieren ausnutzen zu einer Senkung des Coupons. Wenn der Staat sich also verschuldet und bestimmte Zinsen ausgibt, dann ist das Datum des Zinsniveaus für Wertpapiere in der Nation. Wenn die Privaten, die in der Bonität ein bisschen schlechter sind als der Staat oder gar erheblich schlechter, müssen dann beim Coupon auflegen. Insofern ist natürlich die Nachfrage des Staates nach Krediten darüber eine Bedingung für Investoren, beziehungsweise für Wertpapieremittenten. Die Wertpapieremittenten müssen mehr Zinsen geben als der Staat und die Investoren kriegen bei den Privaten höhere Zinsen bei etwas schlechterer Bonität oder schlechterer Bonität. Klar, davon gibt es doch Konkurrenz. Aber diejenigen, die die Papiere haben, die können ja was damit anfangen. Die verstecken die als Unterschied zum kleinen Normalsparer nicht im Depot, um sie dann, wenn das Kind zum Studieren kommt oder wenn sie selber in die Rente gehen, aufgelöst zu werden und dann den Lebensstandard zu halten, weil das Kind studieren zu lassen. Geschäftsleute, die sich solche Papiere kaufen, die nehmen die als Grundlage für die Geschäfte. Und wenn ich solche bombensicheren Papiere habe in meinem Portfolio als Bank, in meinem Aktiva, dann kann ich natürlich entsprechende neue Geschäfte draufsammeln ins Passiv. Insofern ist es nicht bloß eine Belastung in der Hinsicht, wie jetzt gerade dargestellt, sondern ein Schmieren der Wirtschaft, der Finanzwirtschaft. Denn sie hat Mittel, auf die, deren Sicherheit basierend, sie sich dann als Emittent wieder betätigen kann und Kapital einsammeln. Damit es nicht zu technisch wird. Alles Fragen, die man letztlich auch im Finanzinstitut ablesen kann. Ich will darauf hinweisen, was ich daran ablesen lässt. Erst einmal ist der Standpunkt Geld taugt bloß dann was, wenn es in der Zeitachse sich vermehrt. Das oberste Grundgesetz, kapitalistischer Staat. Wenn das nicht zustande bringt, vernichtet Geld. Weil Wertpapier buchstäblich, das ist erledigt. Das ist nur noch ein festes Papier. Warum ist das so? Warum glaubt eigentlich irgendjemand daran, dass das böse Papier werthaltig ist? Man hat eine Angst, dass der Emittent eines Tages dann kommt und sagt, so jetzt ist Fälligkeitstermin, sagt er, was hast du da an festem Papier? Ich habe es jetzt halt gewählt. Was? Wenn es echt wahr ist, dann ist es ganz weg. Warum geht das wohl nicht so? Weil der Staat sagt, Moment, dieses Ding hat nicht bloß ein P, sondern ein B. Und den Wert garantiert mit meinem Recht. Wer da dieses Papier emittiert, hat die Pflicht, das zu bedienen. Der kann nicht sagen, tut mir leid, ich habe gerade weniger Geschäfte gemacht, das ist nicht vorhanden. Der wird darauf behaftet. Umgekehrt kann derjenige, der das Papier gekauft hat, plötzlich zur Bank gehen und sagen, gib das Geld wieder her. Sonst kracht's. Der Staat mit seiner Gewalt garantiert dieses Verhältnis. Weggabe des Geldes auf Zeit, Verwandlung des Geldes damit in Kapital und andererseits Verpflichtung der anderen Seite zur Bedienung. Dieser Rechtsakt ist nur deswegen materiell wahr, weil der Staat mit seiner Gewalt dahinter steht. Der gleiche Staat ist derjenige, der hier sich finanziert, indem er selber sowas macht. Er verpflichtet seine Bürger und sich darauf, dass Geld nur so Existenzrecht hat. Also eine Summe, in welcher Form immer, als Kredit oder als Wertpapier, die Wertpapierdimension sind voluminös von Volumen mehr, das Geld nur dann Recht hat, wenn es sich vermehrt. Aber dafür garantiert er auch. Und dafür hat der ganze Rest der Gesellschaft genau zu stehen. Also wir haben es gehabt. Bei den Industriellen. Die müssen den Renditen, die beim Wertpapier erzielt werden, in ihrer
Ausbeutung oder in der Benutzung der Arbeiter gewachsen sein. Deren Ausbeutungsrate muss so hoch sein wie bei Wertpapieren. So kriegen sie keine Kredite. Das müssen muss man in Anführungszeichen stellen, weil das wollen sie auch zugleich. Das ist ja ihr Zweck. Aber es gibt auch tatsächlich einen Moment von Rivalität zwischen den Bankhäusern und den industriellen Kapitalisten. Wenn den Bankhäusern gelingt, im Wertpapiergeschäft bessere Renditen zu erzielen, dann verlangen sie dieselbe Rendite auch bei der Industrie. Diese Wertpapier-Coupons muss kein Arbeiter bezahlen. Die sind ganz getrennt von der wirklichen Produktion passiert. Das sind Geschäfte der Banken und der Geldgeber mit sich selbst. Trotzdem haben sie Wirkung auf die reale Arbeit und die reale Erzeugung von Werten. Und dann in die Konditionen gesetzt werden, die Geld dann auch für die Kredite an Firmen. Die Kredite, die jetzt nicht einfach Wertpapiergeschäfte sind, sondern tatsächlich in der Produktion verdient werden müssen. Insofern kann es auch einem Menschen, der von diesem Zeug nichts wissen will, nicht gleichgültig sein, dass genau das Verhältnis die Voraussetzung ist für alles andere. Denn da werden die Maßstäbe gesetzt, den er dann in der Arbeit, und selbst wenn er nicht in den privaten Diensten arbeitet, sondern im öffentlichen Dienst, auch dort, und auch die Maßstäbe für dort, werden hier dadurch gesetzt, durch diese Linie. Denn die Löhne, die im öffentlichen Dienst bezahlt werden, orientieren sich daran, was die Unternehmen in der freien Wirtschaft an Effektivität der Anwendung der Arbeit und an Lohndrückerkünsten hingekriegt haben. Ja, ich wollte noch sagen, nämlich was genau bedeutet systemisch? Bedeutet das, dass dieses Unternehmen beispielsweise erfüllt eine Aufgabe in dieser Gesellschaft und die ist so wichtig, die kann nicht ersetzt werden? Also es geht ja um die Aufgabe, die nicht ersetzt werden kann. Oder bedeutet systemisch, naja, das Unternehmen ist zum Beispiel in unserer Gesellschaft im Moment so versessen, ich kann das nicht innerhalb von den nächsten paar Monaten oder Wochen kompensieren, den Verlust dessen. Was genau von diesen beiden Varianten bedeutet das? Also das erste war, ist der Unterschied zwischen beiden Seiten. Was war die erste Seite? Die erste ist, dass die Aufgabe an sich so wichtig ist, dass die nicht verloren gehen darf in der Gesellschaft. Und die andere ist eigentlich, die Aufgabe ist eigentlich ersetzbar oder ist gar nicht notwendig. Aber das Unternehmen sagt zum Beispiel, das Unternehmen hat viele Personen angestellt in unserem Staat. Wir können jetzt nicht sagen, wir brauchen zwar die Aufgabe jetzt nicht mehr, das Unternehmen nicht mehr, löschen wir es einfach von der Liste. Die gleiche Alternative ist schlecht formuliert, weil man muss sagen, für was in der Gesellschaft? Reden wir von der Ökonomie. Wenn wir von der Ökonomie reden, dann ist das, was ich als systemisch erklärt habe beim Geld, folgendes. Wenn es so eingerichtet ist, durch die Postulate der Geldwirtschaft, gelebt, verdient, gearbeitet, konsumiert, investiert, wird nur, wenn Geld sich dabei vermehrt. Dann ist das damit gemeint, systemisch. Ob dann brauchbare Sachen erst rechtlich müssen dann und später wieder neu investiert oder nie mehr neu investiert werden, ist dem gegenüber belanglos. Vom Standpunkt des Staats schaut die Sache so aus. Der sagt, was ist denn, wenn das Banksystem zusammenkracht? Das stellt er erstens fest, in den nächsten Tagen wird eine Hungersnot ausbrechen. Das Volk hat nämlich nichts mehr zu nagen, zu beißen, weil die Vorräte ausgegangen sind. Es kann nichts mehr essen, weil Essen gibt es ja bloß durch Geld. Alles Geld, was die Leute verdienen, ist aber bei den Banken. Ist ja nicht mehr so, dass man wie früher Lohntüten kriegt oder sowas. Es wird alles über Banken absolviert. Die erste Funktion. Der ganz normale Zahlungsverkehr, nur nicht mal bloß der von den höheren Subjekten in der Wirtschaft, die große Geschäfte machen. Jeder Zahlungsverkehr, inklusive den Zahlungsverkehr des Staates, wird durch den Kollaps der Banken mit einem Mal stoppen.
Zweitens, wenn das Geld kaputt wäre oder zerstört wird, der Kredit, dann ist ja mit einem Mal die Fähigkeit der Banken verloren, zerstört, der Industrie bei ihrer Produktion die dafür nötigen Kredite zu geben. Nicht im Sinne eines großartigen Dienstes, sondern erstmal ganz im Sinne eines ganz einfachen Verhältnisses. Alle Firmen, die meisten Firmen, bei der Automobilindustrie haben wir es vorhin schon ein paar Mal als Beispiel gehabt, produzieren für einen Markt, in dem sie investieren, als ob sie allein den ganzen Markt bedienen wollen. Sie wollen nämlich mehr investieren, damit sie mehr Marktanteile kriegen. Das machen sie alle irgendwo. Sodass insgesamt jede Firma dazu beiträgt, dass früher oder später mehr produktive Potenzen, also Maschinen und Arbeiter, engagiert sind, als sie am Markt absetzbar sind. Sie haben dann mehr Kapital akkumuliert in Form von Produktionskapazitäten, als am Markt zu realisieren geht. Und wenn da dieses Geld der Banken ausfällt, dann wird mit einem Schlag offenbar, dass alle Industriebeteiligten, also die meisten Industriellen, alle Investoren vor dem Problem stehen, sie müssen mit einem Mal ihr Geschäft einstellen, weil sie ja nach beiden Seiten hin den Erfolg vornehmen. Beim Investieren verwenden sie Geld, was sie noch nicht haben, das von der Bank liegen, und auch beim Realisieren. Weil nämlich das, was eine Firma investiert, macht sie ja nicht aus der Portokasse, sondern macht sie Kraft Krediten. Das heißt, was eine Firma investiert, ist die Realisierung dessen, was die andere Firma gerade produziert hat. Also auch der Verkauf, auch der Verwandlung von Ware in Geld und damit der ausrechenbare Gewinn, der danach wirklich vorhanden ist, auch der hängt vom Kredit ab. Also wo immer man in die Wirtschaft schaut, an welchen Stellen auch immer ist das Geld der entscheidende Hebel, unter dessen Regie alles läuft und durch den alles läuft. Und deswegen ist da die Vokabel aufgekommen, systemisch. Die haben das erst einmal sehr empirisch gemeint. Und wenn ich von systemisch geredet habe, gesagt, da muss man sich dann ein paar Gedanken noch machen, dann ist mir zu billig zu sagen, ja, dann kann der Otto-Normalverbraucher keine Semmeln mehr kaufen. Da möchte ich schon noch ein paar Schlüsse haben, die dann heißen, Moment, das ist ja immer so, dass Otto-Normalverbraucher keine Semmeln kaufen kann, wenn die Geldvermehrung nicht funktioniert. Das ist ja eigentlich ein Skandal, was jetzt in der Krise offenbar wird. Das ist der Alltag unserer Gesellschaft. Immer hängt es davon ab. Der Staat sagt auch, die Systemkrise, wie er sie auffasst, die müssen wir bereinigen, dann geht es wieder normal weiter. Die Sichtweise möchte auch gern, dass allgemeine Sichtweise wird. Das sagt, schaut her, die Wirtschaft ist in Gefahr. Und dann soll der Otto-Normalverbraucher sagen, Scheiße, da bin ich ja ganz schön blöd, stehe ich ganz schön blöd da. Dabei ist er gar kein Wertpapierbesitzer. Dabei ist er gar kein Investor. Er denkt dran, dann kann ja mein Kapitalist mich nicht mehr beschäftigen. Das heißt, er lässt sich ein auf die gemachte Welt und sagt, ja, wenn die Welt, in der ich zwar unselbstständig arbeite und auch immer in der Gefahr stehe, entlassen zu werden, wenn die Welt so nicht mehr funktioniert wie bisher, dann bin ich auch aufgeschmissen. Hoffentlich kriegt die Merkel, hoffentlich kriegt es bei euch wer ist da zuständig? Euer Kanzler, der Feimann oder der amerikanische Präsident, hoffentlich kriegen es die hin in ihren Konferenzen, dass die Wirtschaft wieder aufwärts geht. Und diese Sichtweise, die wollen sie erzeugen mit solchen Monstervokabeln, systemisch, die, glaube ich, ein normaler Mensch bis zur Krise hätte gesagt, was meint ihr eigentlich damit? Meint ihr sowas wie das Lotto-System oder was? Das ist das einzige, wo ein normaler Mensch was vom System kennt. Ansonsten ist ihm das ein völlig ungeläufiges Wort. Plötzlich kann jeder Bildzeitungsleser, Chronik-Zeitungsleser buchstabieren systemisch. Also, die Bank ist wichtiger als ich. Das hat er jetzt gelernt. Damit ich überhaupt eine Chance habe, muss der Bank aufgeholfen werden. Ob mir dann wirklich geholfen ist, steht übrigens dahin. Denn wenn der Bank geholfen ist, das haben wir vorhin noch vergessen. Wie wird der Bank geholfen? Sie kriegt Kredite.
Sie kriegt ihre toxischen Papiere abgenommen, kriegt damit neue Mittel. Und was soll sie dann machen? Der Staat sagt nicht, so jetzt gibst du mal dem Daimler oder dem der Föst oder wie die Firmen heißen, gibst du jetzt einen Kredit, damit die weiterarbeiten können. Sondern er sagt, jetzt hört man auf mit euren leichtsinnigen Spekulationen. Seid mal solide. Sucht euch gute Engagements raus. Schauen die Banken, die Wirtschaft rum und sagen, beim Daimler, der gerade einen Umsatzeinbruch von 30% hat, das soll ein gutes Engagement sein. Finger weg davon. Wir hören mal ausnahmsweise auf die Märkte. Und man guckt da weiter, wo ist denn was Solides? Stellt er fest, 700 Milliarden mussten ja vorfinanziert werden. Die Staatsverschuldung, das ist was Solides. Da gehe ich rein. Dann machen die Banken die Finanziers der Staatsverschuldung. Der Staat hat es aber eigentlich so gemeint, die Banken sollen von sich aus die gesamte Wirtschaft bedienen. Trotzdem sagt er, das ist wie was der Norbert vorhin gesagt hat, ich ersetze das nicht. Planwirtschaft kommt nicht in die Tüte, weil dann können wir das Geld gleich abschaffen. Sondern ich will Kapitalismus. Er verurteilt sich also in gewisser Weise zum Stück Ohnmacht, indem er den Banken aus der Patsche hilft und sagt, und jetzt findet man wieder gute Wertquellen. Diese Ohnmacht, wo man nicht groß Mitteleibe im Staat haben sollte, sondern wo der Staat sagt, ich will das nicht. Die Wirtschaft soll in der Wirtschaft stattfinden. Deswegen gibt es die Kredite, die Sonderkredite. Aber da möchte er natürlich auch gerne vom Standpunkt seiner Macht und seines Standorts, dass dann die Wirtschaft haargenau bei ihm erstens am ersten und zweitens am besten wieder anspringt. Und hätte dann doch ganz gern, dass die Banken sich dazu bequemen, dieser Wirtschaft, dieser Realwirtschaft, die nötigen Kredite zu geben, die sie brauchen, damit sie sich in der internationalen Konkurrenz neu aufstellen kann und sogar besser aufstellen kann. Das sind dann die öffentlichen Reden, ihr solltet mal und so weiter. In der Krise haben die Leute ja noch eine Lektion neu gelernt. Früher jeder Mensch wusste, wenn ich leben will, brauche ich Arbeit. Obwohl die Arbeit die Lebensmittel gar nicht bringt, die bringt ja bloß Geld. Und meistens zu wenig, ziemlich wenig, vor allem für die, die arbeiten. Also man hat gelernt, wenn ich leben will, muss ich arbeiten. Wenn ich arbeite, ja, wann kriege ich Arbeit? Wenn die Unternehmer investieren. Wann investieren die Unternehmer? Wenn sie Gewinn machen. Ah, gut, also in Ordnung. Hoffentlich machen sie Investitionen. Und damit macht der Mensch eine Verdrehung. Er lebt davon, dass welche investieren, aber der Inhalt der Investition ist doch, er investiert in Quellen, bei denen sich der Investor bereichert, unter anderem das Mittel dafür ist. Er macht sich also geistig dann stark dafür, dass Ausbeutung herrscht. Natürlich sagt er nicht, beute mich bitte aus. Sagt, schaff mir bitte einen Arbeitsplatz. Bloß der Sache nach ist Arbeitsplatz ein Platz, wo man weniger kriegt, als man dort bewirkt an Reichtum. Also wo man als derjenige, der arbeitet, verliert. Eingeschränkt wird auf den Lohn und der ganze Rest für den Unternehmen. Jetzt hat er in der Krise, in der Finanzkrise noch eine neue Lektion gelernt, nämlich, das hat er vielleicht auch schon gewusst, von den Banken hängt es auch irgendwie ab von den Krediten. Aber jetzt hat er gelernt, es hängt auch vom Wertpapier ab. Das ist das, was die Menschen früher immer gedacht haben, das sind die windigen Spekulanten, die man eigentlich, vor allem wenn man ein faschistisches Gemüt hat, mehr zum raffenden Kapital zählt, die man eigentlich mal auf die Finger hauen müsste, weil sie unverschämt sind. Spekulant war früher ein Schimpfwort. In der Bankenkrise sind die Spekulanten einerseits beschimpft worden dafür, dass sie sich verspekuliert haben und andererseits beauftragt worden, soll ich mal ordentlich spekulieren, dass wir aufwärts kriegen. Ein ehrbarer Beruf, wenn er erfolgreich spekuliert. Was heißt erfolgreich spekulieren? Sichere Renditen geben und keine unsicheren. Weil der wollte das schon nicht. Das wollte sogar die Spekulanten. Also diese Stufe Arbeit, Leben, Lohn, Arbeit. Profit des Unternehmers, Kredit der Bank. Alles das muss stimmen, damit man Arbeitsplatz denkt. Das stellen sich raus, getrennt verfolgt noch dieses ganze Wertpapierzeug auf den Unterschied.
Da würde ich sagen, lieber weg damit. Wenn das davon alles abhängt und an keiner Stelle die Bedingung wirklich ein Mittel ist, stimmt ja gar nicht, dass der Arbeiter, wenn er Geld kriegt, leben kann. Das kann ja zu wenig sein, ist auch oft zu wenig. Es stimmt ja gar nicht, dass der Unternehmer ihn nimmt, damit er leben kann, sondern ihn nimmt, weil er sich an ihn bereichert. Also an jeder Stelle ist es ja immer die Frage, stimmen die Rechnung überhaupt, wenn dann. Und schon gleich gar nicht stimmt die Sache, wenn die Banken ihre Wertpapierspekulation gut hinkriegen, was das heißt, Warenprinzipien. Trotzdem, das waren die Lektionen, die die Massen in den westlichen großen kapitalistischen Ländern verabreicht bekommen haben. Durch die Regierungen, durch die Konkurrenz der Parteien in den Wahlen, durch die Presse, durch Fernsehen, immer wieder dieselbe Leier. Kapitalismus ist unser Lebensmittel. Von wegen.